Ich bin jetzt eigentlich 52 Jahre in der Schweiz. Ich fühle mich immer noch als Flüchtling. Ich möchte gerne eine Schweiz zurück. Die Zamba hat mir Leben gerettet. Als wir geflüchtet haben, mein Vater hat vielleicht ungefähr 15 Kilo Zamba auf dem Rücken getragen. Meine Mutter hat meine Geschwister getragen und ich bin gelaufen. Ich war 6-jährig. Ja, das ist Kleider von meiner Mutter. Und, sie ist 2019 gestorben. Ja. Glaubst du an die Wiedergeburt? Wiedergeburt? Ich weiß gar nicht. Also das wäre schon schön, ja. Tibet ist meine Heimat, weil der noch nicht frei ist. Wenn der frei wäre, dann ist für mich eigentlich die ganze Welt ist Heimat. Also es spielt keine Rolle, wo. Ja. Willkommen bei den frommen Türtli. Das ist die Sendung, wo ich beim Backen mir unbekannte Kulturen, Familientraditionen, Brüche kennenlerne. Und das ist ideal, weil ich bin gleichzeitig Religionsjournalistin und passionierte Hobbybäckerin. Heute treffe ich Sonam Braun und backe mit ihr tibetische Eselsohren. Sonam Braun ist international bekannte Künstlerin. Der Weg dorthin war aber nicht ganz einfach. Sie musste nämlich als Kind flüchten aus dem Tibet. Von dieser Flucht und wie sie verarbeitet in der Kunst erzählt sie mir heute. Und vielleicht auch, wie der Dalai Lama abseits der Kameras ist. Den kennt sie nämlich persönlich. Sie erzählt mir es heute beim Backen, hier im Wallis. Hallo, ich habe gehört, ich darf zu dir heute backen. Sowieso, ja, super. Komm doch rein. Unbedingt. Oh, die Schuhe abziehen. Wir machen Eselsohren. Das tönt schon sehr verlockend. Warum machen wir gerade Eselsohren? Wir machen heute noch tibetisches Neujahrsgebäck. Und Eselsohr muss man unbedingt haben. Das ist für Altar, tut man das aufschichten. Und nachher zum Essen tun wir auch noch andere. Das heisst Kapse. Und was brauchen wir alles? Da brauchen wir für Eselsohr, ist ganz einfach, nehmen wir Mehl und Wasser, das ist alles. Okay. Und dann tun wir im Kokosfett backen. Ja. Und dann zum Essen tun wir Mehl nehmen, Butter und Zucker und dann mit Wasser einen Teig machen. Und dann tun wir das formen und dann backen auch. Ja. Und das müssen Sie sich jetzt nicht alles merken, sondern wir stellen Ihnen ein Rezept parat und Sie finden es, wenn Sie da den QR-Code einscannen. Und jetzt haben wir aber da noch etwas, was du noch nicht erklärt hast. Das heisst Zampa. Ja. Und zwar heisst es Sonams Zampa. Genau. Warum heisst es Sonams Zampa? Das habe ich lanciert vor 30 Jahren. Das ist etwas, wo wirklich das ganze Volk in Tibet isst man das. Die Zamba hat mir Leben gerettet. Als wir geflüchtet haben, mein Vater hat vielleicht ungefähr 15 Kilo Zamba auf dem Rücken getragen. Meine Mutter hat meine Geschwister getragen und ich bin gelaufen. Ich war 6-jährig. Wow. Und dann Zamba muss man nicht kochen, weil das ist schon geröstet und gemahlen. Es sieht wie Mehl aus. Ja. Beim Flucht konnte ich nicht, wir haben ja nicht Feuer machen. Ja. Wir sind immer in der Nacht geflüchtet. Und dann haben wir irgendwo, wenn kaltes Wasser gefunden haben, haben wir einfach angerührt. Dünnflüssig haben wir so getrunken oder dann haben wir so dickflüssig so Teig gemacht, haben wir so gegessen und Wasser getrunken. Viele Leute haben auch keine Zampa mehr gehabt, die sind unterwegs gestorben. Der Zampa hat uns das Leben gerettet. Und für was brauchen wir es heute? Heute tun wir, im tibetischen Neujahr muss man einfach den Zampa haben, machen wir so eine Türmchen und dann tun wir etwas gut wünschen und dann nimmt er gleich im Mund. Und dann ist das gesegnet. Okay. Ja. Sehr schön. Ja, was geht's? Yes. Du sagst mir, was ich helfen kann. Ja, jetzt tun wir das Butter da rein. Ja. Und nachher tun wir das so reiben. So. Jawohl. Und einfach den ganz? Ja, tun wir das ganz. Und dann so, gell, wie man das macht beim Teig? Beim Mürbeteig. Ja, genau. So wie, ja. Ja, okay. Und dann, ich könnte nämlich Eselsohr-Teig machen, ja. oder? Könnte ich das machen? Doch, das ist jetzt gut. Kann ich doch gleich mal.
hast so ein wunderschönes Gewand an. Ist das traditionell tibetisch? Das ist tibetisch Kleid, ja. Und dann im Neujahr muss man einfach tibetische Kleider anlegen. Da bin ich voll richtig Tibeterin. Dann hat es noch Schwurz. Wenn man verheiratet ist, legt man das Schurz an. Ja. Also jetzt, es muss klein stehen. Und in der Zwischenzeit können wir dann Fett schmelzen. Ja. Das ist ja Kokosnussfett. Tun wir das schmelzen und dann tun wir das backen. Frittieren. Yes, ich liebe Frittieren. Und jetzt formen wir Kapsel. Ja, zeig mal, ich habe noch da ein kleines Filmchen. Ich habe das mit meiner Mutter noch gemacht. Ja. Das ist deine Mami? Das ist meine Mama. So schön. Ja. Und wir machen immer jedes Jahr zusammen. Wir haben noch nie einmal gefehlt. Wirklich? Jedes Jahr immer zusammen, ja. Ach, so schön mit diesen schönen alten Händen, die die Kapsel machen. Wie alt ist sie da? 97, wow. Ja. Ihr wollt zusammenhängen. So. Oh, schau jetzt, es kommt schon besser. Sehr schön. Also gut. Ja, wunderbar. Genau so. Wann ist Neujahr tibetisch? Tibetisch Neujahr ist bedingt am Mondkalender. Aha, so wie Chinesen haben ja ganz verschiedene Zeiten. Wir haben dieses Jahr am 28. Februar. Ah. Ja. Und das Jahr ist? Jahr ist 2151. Ein Neujahr ist ganz wichtig für uns. Man steht ganz früh um 3 oder 4 Uhr auf. Und nach einem Tag vorher müssen wir eben die Gebäck backen, müssen wir den ganzen Altar einrichten. Ein Kleiderstück muss man neu haben. Und da freue ich mich wahnsinnig. Weil in Tibet gibt es ja nicht jeden Tag neues Kleider kaufen. Man macht ja selber, tut ja selber weben und katern und spinnen und weben. Und dann kriegt er einmal im Jahr ein Kleid. Und da freue ich mich riesig. Ja. Jetzt nehmen wir das weg. Ja. So, jetzt tun wir Eselsohr. Das machen wir so. Tun wir da jetzt gut zusammendrücken. Ja. Jetzt schauen wir, ob das funktioniert. Und dann tut man das so. Ziehen? Ja, ziehen. Das lasse ich dich machen. Bei mir gibt es Löcher. Siehst du, es ist je nach Mehl. Gewisse Mehl sind gut, gewisse nicht. Es muss, Je länger man es ruhen lässt, desto besser geht es nachher auch. Ja. Dann tun wir das so. Einbacken. Ui, da muss man aber wirklich gut aufpassen auf die Finger. Ich will natürlich reinbeissen, aber es ist noch ein bisschen heiß. Es ist noch ein bisschen heiß, ja. Nachher können wir dann probieren. Ja. Gehen wir zuerst ins Atelier, mal schauen, wo du arbeitest. Ja, das ist und dann gut. kommen wir nachher wieder zurück. Ja. Genau. Also, dann kann ich umziehen. Ja, nicht das mit den schönen Kleidern ins Atelier. Nee. Sind wir da wirklich fest in den Schweizer Bergen? Ist es eigentlich ähnlich wie in Tibet in deiner ersten Heimat? Ja, das stimmt. Als wir da das Haus gekauft haben, wir haben gefunden, ach nein, das ist wie in Tibet. Und das schmeckst du auch. Kühe schmeckst du auch. Ja. Und ganz atmosphärisch, wirklich wie in Tibet. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen, wo du aufgewachsen bist? Beschreib ein bisschen, wie hat das dort ausgesehen? Das ist... Also meine Eltern haben ja zu einem Kloster geschaut. Und das ist natürlich vom Dorf her ein bisschen weiter fast zu einer Baumgrenze haben sie noch zum Kloster geschaut. Und das ist wirklich wie hier. Deine Eltern haben zu einem Kloster geschaut. Sie sind Mönch und Nonne und haben trotzdem Kinder gehabt. Ja, das ist eigentlich
Beste wäre, wenn man nicht heiratet, aber das ist passiert. Und in der Schule, wo meine Mutter praktiziert, die ist nicht so streng. Man kann dann Gelübde ablegen. Und dann hat sie bis zum Schluss, bis zu ihrem Tod, hat sie einfach weiterhin Religion geübt. Und sie hat auch keine Haare gehabt, also kurze Haare, wie Nonnen und Mönche sind. Ja. Und jetzt sind wir angekommen beim Atelier, oder? Ja, genau. Jetzt kann ich zeigen. Ja. Ja. Oh, wow. So schön, mit dem Holz und allem. Ja. Und das ist natürlich gerade sehr prominent. Ja. Kannst du mir erklären, was wir da sehen? Das symbolisiert Tibet. Ja, das ist Kleider von meiner Mutter, ihre Rosenkranz und ihre Schuhe. Wow. Und sie ist 2019 gestorben. Ja. Und jetzt habe ich ihre Sachen alles behalten. Und dann wollte ich etwas machen. Und das hat jetzt ziemlich lange gedauert, dass ich das rausgebracht habe. Das heisst Sehnsucht. Okay. Also, ihr ganzes Leben eigentlich denkt, wir gehen einmal zurück. Und das haben wir nicht geschafft. Und dann ist sie bald 100-jährig gewesen. Und dann ist sie, bevor 100-jährig ist sie nach Tibet. Also wir haben wahnsinnig schwer gehabt, Visa zu bekommen. Und dann schlussendlich hat sie dann Visa bekommen. Aber allein, wir haben nicht bekommen. Hast du sie mit fast 100 allein nach Tibet geschickt? Okay. Und dann war sie 6 Monate dort gewesen. Da haben sie wieder gesagt, sie muss wieder zurück. Dann ist sie zurückgekommen und dann hier gestorben. Okay. Ja. Hast du die Sehnsucht auch, wieder nach Tibet zu gehen? Ja, das habe ich ja. Ich bin jetzt eigentlich 52 Jahre in der Schweiz. Ich fühle mich immer noch als Flüchtling. Ich möchte gerne einmal wieder zurück. Und wo sie gegangen ist, habe ich das da gemacht. Das heisst Abschied. Ja. Wie entsteht so ein Bild? Weißt du vorher, was du machen musst, oder? Nein, es wirkt bei mir innerlich. Also es kann manchmal Jahre sein. Oder, ja. Und nachher langsam gehe ich drauf und tue die Farbe wählen. Und dann langsam entsteht das Bild. Ja. Was für eine Bedeutung hat es, dass du die Kunst auch ausstellen kannst? Die Leute haben so Freude daran. Also sie nehmen auch etwas mit. Es ist doch noch so Austausch. Ja. Und wo hast du denn schon überall ausgestellt? Ich habe ganz verschiedene. Ich habe auch Installationen gemacht. Und die habe ich auch in Korea, New York und Deutschland und Italien. So verschiedene in Schweiz. Also international? Ja, international kann ich ausstellen. Ja. Genau. Wie bist du eigentlich zum Malen gekommen? Ja, also das ist Anfang, als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich nichts können. Ich musste zuerst noch Sprache lernen und ganzen Lebensstil hier musste ich lernen. Und dann später habe ich meine Tochter bekommen. Die heute Regisseurin ist in Amerika, oder? Genau. Ja. Bin ich voll dann Hausfrau gewidmet. Also ich hatte noch Garten, Hühner, alles Mögliche. Und dann habe ich ein zweites Kind. Und dann, wo sie klein war, habe ich angefangen zu lesen. Und dann ohne Muster einfach eine Farbe nach anderen habe ich gefunden, eine Farbe ist so langweilig. Dann habe ich immer wieder drin da. Und am Schluss gibt es ein Bild und dann haben alle gefunden, wo hast du das Muster? Dann habe ich gesagt, ja, nein, da gibt es kein Muster, das ist noch bei mir. Und so später, wo die Kinder grösser sind, haben sie natürlich nicht mehr anlegen. Dann habe ich aufgehört und dann hat meine Mutter gemeint, tu doch das so vom Papier. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, das kann ich doch nicht. Aber dann später habe ich doch eine Nachbarin, eine Freundin von mir, die sagt, Sonne, kommst du mit? Ich gehe im Malkurs. Und dann habe ich, ja, was so, ich komme mit. Und so ist der langsam angefangen. Genau. Und jetzt hat es da noch so ein Tischchen, das mich fasziniert, das ganz viele Sachen drauf hat, die du wahrscheinlich erklären könntest. Ja, das ist gut. Also ich erzähle jetzt mal mit dem. Das ist eine Holzschale.
Ich bin ja geflüchtet, als ich 6 war, mit meinen Eltern. Ja. Und jeder hat so ein Schälchen in der Tasche gehabt, Ja. so, in der Tasche. Und Ja. nachher, wenn man wir haben ja immer in der Nacht geflüchtet. Ja. Wir Also sind am Tag? Tag versteckt und Nacht geflüchtet. Okay. Und dann, wenn wir irgendwo Wasser finden, dann haben wir da Wasser genommen. Und dann haben wir den Zampa, den ich vorhin gezeigt habe, die haben wir reingetan und gerührt und dann haben wir so getrunken. Oder dann haben wir so Teig gemacht und das gegessen. Und das ist das, was ich immer noch habe. Also, wir sind 1959 geflüchtet. Oder? Warum haben wir überhaupt flüchten? Wir mussten flüchten wegen Chinesen, die sind langsam gekommen. 1950 sind sie nach Tibet gekommen. Ja. Ende 1959 haben wir gesagt, jetzt müssen wir auch noch flüchten. Ja. Und dann haben sie Kloster kaputt gemacht. Sie haben alles kaputt gemacht. Und dann haben wir gefunden, jetzt müssen wir dann flüchten. Ja. So sind wir geflüchtet. Und von Tibet auf Indien sind wir geflüchtet? Tibet zu Indien, ja. Das ist ja Hochgebirge, oder? Tibet ist sehr hoch. Ja. Es war im Winter, sehr kalt, also eisig. Und nachts sind wir immer wieder ausgerutscht. Und es ist ganz schlimm. Und nachher in Indien war es dann langsam sehr heiß in Assam. Und da sind wir fast gestorben. Also sehr viele Leute sind gestorben. Und meine Schwester ist dann 4-jährig, die ist dort gestorben nach der Flucht am Lager. Ja. Und mein Vater ist auch dann später auch sehr jung in Indien gestorben. Ja. Also wirklich viel Tragik drin. Ja. Und das erzählt die Geschichte. Ja. Und das da auch ein Stück, also das ist jetzt nicht der Original. Ja. Der Original ist jetzt gerade ausgestellt, zuerst in New York haben sie ausgestellt und jetzt ist in Chicago, haben sie also die Original. Und das habe ich jetzt in Indien machen lassen. Ja. Was ist denn das? Das nennt man Zaza. Das ist Zaza. Wenn ein Mensch stirbt, dann kann man auch verbrennen und dann mit der Asche tut man mit dem Ton mischen und dann macht man so eine Zazas. Ja. Und dann tut man das so drucken. Ja. Und nachher, also mit Ton und Asche gemischt, gell? Und nachher nimmst du das und dann tust sie den ganzen Tag beten und so. Es gibt eine ganze Zeremonie. Und nachher später tut man das irgendwo im höheren Bergen, irgendwo unter Höhle lassen und dann geht es langsam zurück zur Erde. So mit dem habe ich jetzt in New York noch Performance gemacht und nachher haben wir das so eine große Installation gemacht und heisst Field of Wishes. Haben deine Bilder häufiger auch eine politische Aussage? Ja. Ich bin geflüchtet wegen politischer Ebene. Was ich mache, ist politisch. Ja. Also ich bin in dem Alter, wo ich jetzt eigentlich ein bisschen vollends und so. Aber jetzt habe ich gesehen, das ist meine Botschaft und sinnvoll Leben, wo ich denke, Sachen, die mich beschäftigen. Und wir sehen, das hat sehr häufig eben auch etwas mit einem Ritual oder so Ritual, zu tun. Genau. Ja. Das haben ja unsere Eselsohren, die wir gebacken haben, auch. Darum würde ich jetzt vorschlagen, gehen wir zurück zu diesen Eselsohren. So, sind wir zurück aus der Galerie. Du bist wieder schön angelegt. Ja, genau. Und hast alles parat gemacht für das Neujahresritual. Genau, Eselsohr und dann haben wir Kapsel dran. Und das ist immer, man muss haben, das heißt Trauma, das ist ein botanischer Name, heißt Potentilla. Und das wächst wirklich nur in Tibet. Ja, aber mega süß. Ja, ist es süß. Und das ist sehr, sehr wichtig, das nennt man Chema. Ja. Und das tust du dann, ich tue dir so erreichen, dann machst du so, 3-mal aufschießen. Ja. Und dann tust du etwas wünschen. Und dann nimmst du 4. Mal in den Mund, dass du die Wünsche zu dir nimmst. Ah, so schön. Also, das ist Zampa. Das ist Zampa, genau. Președintele, Pisumțo, am apărut cu un santenda de oată, so. Man schmeckt, dass es geröstet ist. Ja, und dann eine Butterlampe, das ist 7 Schalen mit Wasser. Und mein Altar ist eigentlich sehr karg und sehr einfach. Normalerweise ganz pompös, Gold und Silber und so. Der Lama hat gesagt, man muss gar nicht so reich sein. Und ich habe wirklich nur Buddha und dann seine Geist
und seine Lehre. Also, ich habe einfach Körper, Geist und Lehre. Und die 3 ist für mich wichtig und dann habe ich nur ganz einfach. Also die Essenz. Essenz, genau. Für mich ist Buddhismus sehr stark verknüpft mit Wiedergeburt. Glaubst du an die Wiedergeburt? Wiedergeburt, ich weiß gar nicht. Jetzt bin ich im West und dann tust du anfangen zu überlegen und tust du Fragen stellen und so. Aber früher habe ich immer geglaubt. Und deine Mami, die ist gerade gestorben ist? Sie glaubt voll dran. Ja. Manchmal denke meine Tochter und ich sage, bei ihr läuft Kolibris immer fliegt. Dann sagt sie, Mami, vielleicht ist das eine Großmami. Oh, so schön. Ja, also tu mir doch noch ein bisschen glauben. Ja. Also das wäre schon schön. Ja. Und eben, das Oberhaupt von eurer Art von Buddhismus ist der Dalai Lama. Ja, den kennst du persönlich? Ja, genau. Ja. Wenn wir ein paar Fotos anschauen, dann erzählst du mir mehr. Ja, genau. Das Super. Ist gut. Okay. Also zeig mal die Fotos vom Dalai Lama. Ja, das ist das Foto, wo wir machen der Dalai Lama Ausstellung gemacht vom 1 bis 14. Und der also Dalai Lama 1 bis 14. Jetzt ist er 14. Ja. Dann habe ich ihm da Tee offeriert an ihm. Ja. Wie ist das für dich, so nahe zu sein? Wahnsinnig, ja. Ich bin immer sehr emotionell. Ja, verschiedene Fotos, die sind ja alles am Brüllen. Wie ist er abseits von den Kameras und so, der Dalai Lama? Ganz normal, so nett, ja. Er ist nicht stolz, nicht, also so ganz normal, sehr witzig. Ja, er kennt, wer mein Mann ist und so, weil er hat sehr viele Ausstellungen gemacht in Zürich. Ein paar Mal eingeladen. Als er sehr jung war, als er nach Indien kam, hat er ihn besucht. Und wo er mich nach der Schweiz nehmen hat er auch Dalai Lama gefragt, ob das okay sei. Oh nein, wirklich? Ja, weil eigentlich damals, 1972, ist sehr verpönt, dass Tibeter mit einer Westen zusammen heiraten. Das ist nicht so beliebt. Ja. Und von dem her ist zum Dalai Lama gefragt, ob das in Ordnung ist. Und er hat gesagt, kein Problem. So schön. Ja, ja. So, also ihr habt mit dem Sagen vom Dalai Lama geheiratet. Ja. Ich habe noch mehr Fotos vom Frühjahr, wo wir in Indien angekommen sind. So habe ich auf der Straße geschafft. Ui. So, tust du die Straße, tust du Erde ausschuffeln und so. Da bin ich nicht okay, aber so hat es ausgesehen? So ausgesehen. Ich habe keine Fotos. Also harte Arbeit? Harte Arbeit, ja. Und Zelt, kalt, heiß, alles, ja. Und da habe ich erst einmal in die Schule gehen. So habe ich ausgesehen. Ja, da strahlst du über das ganze Gesicht. Ja. So schön, so schön. Und das sind, ich bin eben die Älteste. Die sind alle klein und ich fange erst mit 13 an zu zählen. Das ist klasse. Ja, um zu sehen, ich bin gross. Und aber hat dich das gestört, oder ist das... Doch, hat es mich sehr gestört. Und ich war auch nicht gut in der Schule. Und dadurch hatte ich sehr viele Lücken und kein Wissen, gell? Da bin ich immer schlecht in der Schule. Ja, das war nicht einfach. Das ist meine Mutter. Das ist eine von diesen alten Fotos. Und dann später bin ich in einer englischen Medium School und so habe ich Martin kennengelernt. Also in dieser Zeit. So. Also du bist in Indien und er ist in Indien gekommen. Genau. Gibt es ein bisschen, wo er gekommen ist und du ihn kennengelernt hast? Ja, von dieser Zeit? Hier. Da. Ja. So okay. Und du bist 18, als du ihn kennengelernt hast? Ja, genau. Und dann, also die Liebe auf den ersten Blick, oder erzähl mal, wie ist das gegangen? Von ihm aus Liebe auf den ersten Blick, gar nicht. Nicht? Okay. Ich war sehr schüch. Also, es hat viele Männer so interessiert und so. Ich hatte gar kein Interesse. Ja. Was hat er denn gemacht, um dich zu erobern? Ganz langsam, sehr vorsichtig. Gar nicht so aufdringlich, ganz nett. Er hat gefunden, wir sollten doch nach der Schweiz kommen. Und ich konnte arbeiten. Er hat gar nicht so gezeigt, dass er verliebt ist. Das ist gerade gut, sonst wäre ich gar nicht gut gegangen. Und die Mami hat ja gesagt dazu? Sie ist Guru fragen, was wir machen sollen. Hat er so Astrologie geschaut und dann hat er gefunden, ein Jahr sollte warten. Ja. Und nachher, nach einem Jahr ist Martin wiedergekommen. Und dann meine Mutter ist wieder zum Guru und dann hat er gesagt, so, jetzt könnt ihr gehen. So. Und sie ist aber dann mit in die Schweiz gekommen?
Meine Mutter ist in der Schweiz gekommen, ja. Ist das deine Bedingung gewesen? Ja, genau, so ist es. Wenn, dann 2. Und dann hat der junge Mann 2 Frauen eingeschleppt, ohne Geld. Er ist noch nicht ganz fertig im Uni und so, ja. Haben wir dann zusammen dann Leben aufgebaut. Ja, genau. Und jetzt ist es immer noch dein Mann? Die ist immer noch mein Mann. Wie lange sind wir jetzt? Jetzt sind wir schon 42 Jahre zusammen, ja. Genau. Ja. Jetzt ist er da, zahlen wir ihn dazu, dein Mann. Genau. So, da ist der Martin. So. Ah, da sind sie. Das ist eine Kapsel. Wow. Ja. Ich meine, gehört, du hast ein bisschen Geduld haben, bis du deine Frau hast in die Schweiz holen konntest. Ja, grosse Geduld, etwa 2 Jahre. Ja. Das hat ja dann doch noch geklappt. Das hat ja doch Gott sei Dank noch geklappt. Ja. Also probiert haben wir das, ja. Yes. Martin. Das ist mega fein. Mampf. Ist das für dich Geschmack nach Heimat? Genau, das ist ja wirklich Heimatgeschmack. Tibet ist meine Heimat, weil der noch nicht frei ist. Wenn der frei wäre, dann ist für mich eigentlich die ganze Welt ist Heimat. Das spielt keine Rolle, wo. Ja. Ja, du hast überall daheim gefühlt. Wir sind in York gesehen, der hat sich daheim gefühlt, fast noch mehr als hier in der Schweiz. Zum Teil, gell? Ja, aber ganz tief innen bin ich doch irgendwie gefangen. Psychisch habe ich immer das Gefühl, meine Heimat ist nicht frei. Es ist hijacked. Ist immer noch, entführt. Entführt, ja. Das ist mein Ziel, bis ich sterbe, bis der frei wird, tue ich mich einsetzen. Und hoffst einfach. Ich hoffe einfach. Meine Mutter hat immer gehofft, jetzt ist sie gegangen, jetzt bin ich die Generation, die kämpft. Und mit Kunst tue ich dann mich mitteilen, was gelaufen ist, dass ich nicht vergessen habe. Genau. Das war ein wunderschöner Tag. Mein Bäckerinnenherz hat es natürlich erfreut, dass ich die Kapsel lernen machen mit dem Falten. Das finde ich grossartig. Gleichzeitig habe ich die Fluchtgeschichte sehr eindrücklich gefunden, gerade in einer Zeit, wo so viele Menschen auf der Flucht sind. So der Eindruck von, man ist zwar noch immer daheim, aber so richtig daheim sein kann man nicht, wenn die eigene Heimat nicht frei ist. Das nehme ich mit aus dem heutigen Tag.